Ајде, добро вечер на сите. Се надевам дека сте добри. Денеска продолжуваме понатаму со 22-та лекција, која што се наоѓа на страна 57 und diese Lektion heißt, seit ich meinen Wagen verkauft habe. Wir haben ein Bild. Christina, was siehst du auf dem Bild? Ich sehe eine Frau mit ihrem rotes Auto. Wo ist die Frau? In einem Parkplatz. Auf einem Parkplatz. Gut. Марија? Аха, биtte. Да, повели, Кристина. Извини. Sie Spricht. Spricht auf dem Film. Ja, sie spricht am Handy. Auf dem Handy. Gut, danke, Maria. Wie sieht die Frau aus? Die Frau sieht, wie sie ist glücklich. Ja. Und was hat sie in ihrer Hand? Ich denke, das ist ein Parkschein Vielleicht, oder vielleicht ein Parkschein-Ticket für Parken. Ich denke, sie gehen im Urlaub. Aha, sie geht im Urlaub. Danke. Julia? Mit wem telefoniert die Frau? Was meinst du? Was glaubst du? Ich glaube, die Frau telefoniert auf Kaufenssalon oder kako se vikam, oder Kunden. Ich denke, ihr Auto ist verkauft. Gut. Und wie ist das Wetter auf dem Foto? Auf dem Foto, die Wetter ist Schein. Welche Jahreszeit Sonne. ist? Welche Jahreszeit ist es? Ich glaube, sie haben 40 oder 43 Jahre alt. Danke. Jetzt machen wir Übung Nummer 1. Diese Übung heißt in der Stadt unterwegs. Sehen Sie das Foto an, hören Sie und beantworten Sie die Fragen. Погледнете фотографията, слушнете и отговорите ги прашањата. Die Fragen lauten: Wo ist Frau Radic? Wohin will sie? Und wen ruft sie an? Hören wir das Gespräch. Seit ich meinen Wagen verkauft habe,
Aufgabe 1. Hallo, Frau Fischer. Hier ist Dana Radic. Na, wie geht's? Schön. Auch gut, danke. Also, ich bin gerade am Hauptbahnhof angekommen und komme jetzt gleich ins Büro. Ich habe eine Bitte, Frau Fischer. Könnten Sie die Unterlagen für mich bitte zweimal kopieren? Na, Sie haben ja noch Zeit, bis ich da bin. Eine halbe Stunde oder so, denke ich. Ja, das ist prima, Frau Fischer. Vielen Dank. Also, bis gleich. Na gut. Ivana, wo ist Frau Radic? Sie ist spazieren gehen, zum Beispiel, ich denke, und telefoniert. Ja, sie telefoniert. Christina, wohin will sie? Care sakadori? Хайде да го слушнеме уште еднаш и да се фокусираме на прашањата. Lektion 22. Seit ich meinen Wagen verkauft habe. Aufgabe 1. Hallo, Frau Fischer. Hier ist Dana Radic. Na, wie geht's? Schön. Auch gut, danke. Also, ich bin gerade am Hauptbahnhof angekommen und komme jetzt gleich ins Büro. Ich habe eine Bitte, Frau Fischer. Könnten Sie die Unterlagen für mich bitte zweimal kopieren? Na, Sie haben ja noch Zeit, bis ich da bin. Eine halbe Stunde oder so, denke ich. Ja, das ist prima, Frau Fischer. Vielen Dank. Also, bis gleich. Und jetzt, Maria? Wo ist Frau Radic? Frau Radic ist am Hauptbahnhof. Richtig. Frau Radic ist am Hauptbahnhof. Danke. Julia, wohin will sie? Sie will im Büro Ins gehen. Büro gehen, richtig. Ins Büro gehen. Ja, sehr gut. Danke. Und Ivana, wen ruft sie an? Sie ruft eine Frau für kopieren, Ja, zweimal. ja, und wie heißt diese Frau? Wie ist ihr Nachname?
Фрау... Ова што збореше фрау Радич, така? Да, ама со кого збореше? Или она И го не кажа запамтив. презимето. Die Frau heißt Frau Fischer. Фрау Фиша, Frau ја. Fischer, ja. Christina, wie heißt Frau Radic? Dana. Bitte? Dana mislim. Anna Radic. Anna Radic, ja. Maria, wann kommt sie ins Büro? Sie kommt im Büro vielleicht 30 Minuten. Ja, richtig, in einer halben Stunde, richtig. Sehr gut. Und Julia, wie geht Frau Radic? Frau Radic ist gut. Ist gut. Ja, sehr schön. Danke. B. Was meinen Sie? Was für eine Karte hat Frau Radic in der Hand? Ivana, was meinen Sie? Was für eine Karte hat Frau Radic in der Hand? Карта? Каква карта има во рацете? Да, каква Држи. картичка држи во Не, рацете? има некоја слика треба да гледам или? Од горната слика, да. Пошто не го гледам екранот заради тоа. Ау, не е споделено момент. Па, добро. Ајде вака. Нема проблем. Веднаш. Ево го. Was für eine Karte hat sie in ihren Händen? Ја уште не го гледам екранот. Еве го сега. Ети има картичка. Зи... Да. Каква картичка? Што мислиш? Аха. Мислам дека ова некоја казна. Eine Strafe? Ja, Strafe. Kazna, Eine Strafe. Strafe. Eine Strafe. Ja, Gut, danke. Strafe, ja. Christina, was meinst du? Was für eine Karte ist diese Karte auf dem Foto? Ich denke, es ist ein Parking-Ticket. Parking? Parkingstone. Aha, gut, danke. Maria, was meinst du? Was für eine Karte hat Frau Radic? Ich denke, Frau Radic hat ein Stadtauto und das ist ein Stadtticket, so sie kann parken, wo sie brauchen und nicht bezahlen. Danke, sehr schön. Und Julia, was meinst du? Was für eine Karte hat Frau Radic? Ich glaube, Frau Radic ist Verkäuferin und sie ein Auto verkauft. Sie ist eine Verkäuferin und sie verkauft Autos. Ja? Ja, Danke. Ja. Jetzt gehen wir weiter mit Übung 9. ausverkauft. Auto, da kann ich das Ausverkauft. Da. 2. Das Thema dieser Lektion ist Carsharing, eine sinnvolle Alternative. Welcher Podcast passt? Hören Sie den Anfang der Radiosendung und kreuzen Sie an. Значи темата е Carsharing. Ќе слушнеме подкаст и треба да го слушнеме почетокот на една радиоемисија и треба да кажеме со кои од овие теми одговара тоа што ќе го слушнеме. Radio D Podcast Service. Heute Carsharing wird immer beliebter. Wir haben Carsharing-Nutzer gefragt,
Warum brauchen Sie kein eigenes Auto? Oder wo können Sie Mitglieder werden? Verschiedene Carsharing-Organisationen stellen sich vor. Кај carsharing има звездичка која што објаснува дека тоа значи man besitzt kein eigenes Auto, не поседуваме собствен автомобил, man teilt eines mit anderen. Дели еден автомобил со други, со повеќе имена. Значи, првото слушање ние да определиме кој подкаст одговара, односно зашто ќе се зборува во емисијата. Потоа ќе работиме и вежбата под Б. Aufgabe 2a. Carsharing hat sich im letzten Jahrzehnt in Deutschland sehr positiv entwickelt. Wer nicht mehr als 5000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto fährt, kann viel Geld sparen. Vor allem in größeren Städten entscheiden sich deshalb immer mehr Menschen gegen ein eigenes Auto und nutzen lieber die Angebote von weit über 100 professionellen Carsharing-Organisationen. Wir haben einige Leute befragt, warum sie sich für Carsharing und gegen ein eigenes Auto entschieden haben. Wie zum Beispiel Carola Böck aus Frankfurt. Christina, welcher Podcast passt? Was meinst du? Welcher Podcast? Я ништо не слушам. Не се слушаше? Само до пола слушам и после прекина сам. Не знам кај другите како да може да интересот ми е мене. Да, исто и кај мене, не се слушаше Да. ништо. Да, испрекинато беше цело време. Ајде. Aufgabe 2a. Carsharing hat sich im letzten Jahrzehnt in Deutschland sehr positiv entwickelt. Wer nicht mehr als 5000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto fährt, kann viel Geld sparen. Vor allem in größeren Städten entscheiden sich deshalb immer mehr Menschen gegen ein eigenes Auto und nutzen lieber die Angebote von weit über 100 professionellen Carsharing-Organisationen. Wir haben einige Leute befragt, warum sie sich für Carsharing und gegen ein eigenes Auto entschieden haben. Wie zum Beispiel Carola Böck aus Frankfurt. Jetzt, Christina. Welcher Podcast passt? Ich denke, die erste. Ja. Der erste Podcast passt. Wir haben Carsharing-Nutzer gefragt, warum brauchen sie kein eigenes Auto? B. Zu wem passen die Aussagen? Moment. Zu wem passen die Aussagen?
Hören Sie die Sendung weiter und notieren Sie. Убава, каже преска Кристина Данабил. Dana Radic, Carola Böck, Ingo Friedrich und der Radiomoderator. Професорке, што значи Mitglied? Mitglied. Подгрешка Член. пишува во керенци Mitglied werden. Член. Каде го видите тоа, извини, Јуле? Тука под Ова, второто што Mitglied. пишува како во können Sie Mitglied werden. Да, сега ќе ги запишем. Фала ви. Нема проблем. Насловот на 22-та лекција. Seit ich meinen Wagen verkauft habe. На македонски е тоа лекција 22. Откако го продадов мојот автомобил. Имаше едно символ во насловот. Што значи смислен или разумен. Der Mitglied во множина die Mitglieder е член, односно членови. Првото слушање ќе не биде глобално. Тоа значи дека прво ќе го слушнеме диалогот, разговорот, колку да видиме за што се работи, а потоа ќе ги прочитаме речениците од 1 до 4 и ќе го слушнеме уште еднаш за да определиме кој ги кажува овие искази. Aufgabe 2b und c. Carsharing hat sich im letzten Jahrzehnt in Deutschland sehr positiv entwickelt. Wer nicht mehr als 5000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto fährt, mehr als 5000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto fährt, größeren Städten entscheiden sich deshalb immer mehr Menschen gegen ein eigenes Auto und nutzen lieber die Angebote von weit über 100 professionellen Carsharing-Organisationen. Wir haben einige Leute befragt, warum sie sich für Carsharing und gegen ein eigenes Auto entschieden haben. Wie zum Beispiel Carola Böck aus Frankfurt. Ich buche 3 bis 4 Mal im Monat ein Auto. Zum Beispiel, wenn ich einen Großeinkauf mache. Oder wenn ich meine Freundin besuche. Sie ist vor ein paar Jahren an den Stadtrand gezogen. Seit sie dort wohnt, fahre ich immer mit dem Auto zu ihr. Mit dem Bus kommt man da nämlich nur ganz schlecht hin. Und wenn man den Bus mal verpasst, muss man sehr lange warten, bis der nächste kommt. Weitere gute Gründe für Carsharing hören wir von Ingo Friedrich. Der Ingenieur ist Single und arbeitet in einem Großunternehmen. Ich hatte ein eigenes Auto, bis ich gemerkt habe, das lohnt sich nicht, hier mitten in der Stadt. Bis man da einen Parkplatz findet,
ist man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad schon lange am Ziel. Seit ich meinen Wagen verkauft habe, muss ich mich um nichts mehr kümmern. Keine Reparaturen, keine Versicherung, keine Kfz-Steuern. Und wenn ich doch mal ein Auto brauche? Seitdem es Carsharing gibt, ist das gar kein Problem mehr. Einsteigen, losfahren, abstellen, fertig. Einfacher und billiger geht's nicht, oder? Auch Dana Radic aus Österreich braucht kein eigenes Auto. Wir haben die selbstständige Unternehmerin in der Nähe des Hauptbahnhofs getroffen, wo sie gerade ein Carsharing-Auto eingeparkt hat. Frau Radic nutzt Carsharing hauptsächlich beruflich. Ich bin sehr viel unterwegs, seitdem ich als Firmenberaterin arbeite. Vor allem in Österreich und in Deutschland. Die Verkehrsmittel, Bahn, Taxi, Mietwagen oder Carsharing wähle ich je nach Reiseziel. Sie werden lachen. Bei schönem Wetter und wenn mein Ziel nicht zu weit vom Bahnhof entfernt ist, nehme ich im Zug sogar mein Fahrrad mit. So ein Verkehrsmittelmix ist nicht teuer, praktisch und auch noch gut für die Umwelt. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis die meisten Geschäftsleute so reisen wie ich. Ob es wirklich so kommt, wissen wir noch nicht. Aber die Entwicklung in den letzten Jahren gibt Frau Radic recht. In mittleren und größeren Städten hat Carsharing heute schon einen festen Platz im Verkehrsmittelangebot. Ајде, првата реченица да ја прочита Ивана. Die Person meint, dass man ohne Auto Geld sparen kann, weil man zum Beispiel keine Steuer bezahlen muss. Ja, das sagt Ingo Friedrich. Das steht noch. Добре, Марија, 2. Die Person braucht circa einmal pro Woche ein Auto zum Einkaufen und für Besuche bei einer Freundin. Die Freundin wohnt etwas außerhalb. Man kann sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut erreichen. Добро. 3, Кристина. Carsharing lohnt sich, wenn man höchstens 5000 Kilometer pro Jahr fährt. Fährt, ja. И 4, Юлија. Die Person muss beruflich viel reisen und nutzt dabei viel verschiedene Verkehrsmittel. So ist sie flexibel und reist auch preiswert und umweltfreundlich. Ja. Во првото имаме Штојан. Тоа доаѓа од именката Штоја, ди Штоја, што значи данок. Ди Штоја, ди Штојан, данок, даноци.
Потоа во вториот текст. Die Person braucht circa einmal pro Woche ein Auto zum Einkaufen und für Besuche bei einer Freundin. Die Freundin wohnt etwas außerhalb. Man kann sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut erreichen. Зборчето außerhalb е прилог. И на македонски значи надвор од или во околината на. Carsharing lohnt sich, wenn man höchstens 5000 Kilometer pro Jahr fährt. Die Person muss beruflich viel reisen und nutzt dabei viele verschiedene Verkehrsmittel. So ist sie flexibel und reist auch preiswert und umweltfreundlich. Preiswert Preiswert е придавка и значи поволно или ефтино. И може да се спореди и со придавката billig, меѓутоа preiswert е на малку повисоко ниво. Да можам да го ставам и со еднакво и да напишам billig. И придавката umweltfreundlich на македонски значи еколошки. Сега ќе ги слушнеме уште еднаш. Емисијата ќе ја слушнеме уште еднаш. Сконцентрирајте се, за да можете да определите кој ги кажува изразите од 2 до 4. Aufgabe 2b und c. Carsharing hat sich im letzten Jahrzehnt in Deutschland sehr positiv entwickelt. Wer nicht mehr als 5000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto fährt, kann viel Geld sparen. Vor allem in größeren Städten entscheiden sich deshalb immer mehr Menschen gegen ein eigenes Auto und nutzen lieber die Angebote von weit über 100 professionellen Carsharing-Organisationen. Wir haben einige Leute befragt, warum sie sich für Carsharing und gegen ein eigenes Auto entschieden haben. Wie zum Beispiel Carola Böck aus Frankfurt. Ich buche 3 bis 4 Mal im Monat ein Auto. Zum Beispiel, wenn ich einen Großeinkauf mache oder wenn ich meine Freundin besuche. Sie ist vor ein paar Jahren an den Stadtrand gezogen. Seit sie dort wohnt, fahre ich immer mit dem Auto zu ihr. Mit dem Bus kommt man da nämlich nur ganz schlecht hin. Und wenn man den Bus mal verpasst, muss man sehr lange warten, bis der nächste kommt.
Weitere gute Gründe für Carsharing hören wir von Ingo Friedrich. Der Ingenieur ist Single und arbeitet in einem Großunternehmen. Ich hatte ein eigenes Auto, bis ich gemerkt habe, das lohnt sich nicht, hier mitten in der Stadt. Bis man da einen Parkplatz findet, ist man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad schon lange am Ziel. Seit ich meinen Wagen verkauft habe, muss ich mich um nichts mehr kümmern. Keine Reparaturen, keine Versicherung, keine Kfz-Steuern. Und wenn ich doch mal ein Auto brauche? Seitdem es Carsharing gibt, ist das gar kein Problem mehr. Einsteigen, losfahren, abstellen, fertig. Einfacher und billiger geht's nicht, oder? Auch Dana Radic aus Österreich braucht kein eigenes Auto. Wir haben die selbstständige Unternehmerin in der Nähe des Hauptbahnhofs getroffen, wo sie gerade ein Carsharing-Auto eingeparkt hat. Frau Radic nutzt Carsharing hauptsächlich beruflich. Ich bin sehr viel unterwegs, seitdem ich als Firmenberaterin arbeite. Vor allem in Österreich und in Deutschland. Die Verkehrsmittel, Bahn, Taxi, Mietwagen oder Carsharing wähle ich je nach Reiseziel. Sie werden lachen. Bei schönem Wetter und wenn mein Ziel nicht zu weit vom Bahnhof entfernt ist, nehme ich im Zug sogar mein Fahrrad mit. So ein Verkehrsmittelmix ist nicht teuer, praktisch und auch noch gut für die Umwelt. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis die meisten Geschäftsleute so reisen wie ich. Ob es wirklich so kommt, wissen wir noch nicht. Aber die Entwicklung in den letzten Jahren gibt Frau Radic recht. In mittleren und größeren Städten hat Carsharing heute schon einen festen Platz im Verkehrsmittelangebot. Lektion 23. Julia, mit wem passt die zweite Aussage? Mit Carola Bock. Ja, das passt mit Carola. Danke. Maria, mit wem passt die dritte Aussage? Die dritte Aussage passt mit Radiomoderator. Ja, richtig. Mit dem Radiomoderator. Und Ivana, mit wem passt Nummer 4, die vierte Aussage? Mit Dana Radic. Ja, das passt mit Dana Radic. Danke. Jetzt machen wir C. Ordnen Sie zu, hören Sie dann noch einmal und vergleichen Sie. Den ersten Satz ist schon gegeben. Ljubica, bitte lesen Sie den ersten Satz. Hallo, schönen guten Abend. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich ein bisschen später angemeldet. Ich bin nicht vom ersten Stunde, aber ich probiere zu bekommen. Nummer C, ordnen Sie zu. C, Okay. Nummer 1. C, Nummer 1. Seit meine Freundin am Stadtrand wohnt, fahre ich immer mit dem Auto zu ihr. Dobro, ajde сега и второто. Ich hatte ein eigenes Auto, bis die meiste Geschäft
Leute zu reisen? Oder ist man mit Fahrrad, bis ich gemerkt habe, das lohnt es sich nicht. Bis die meisten Geschäftsleute zu reisen. Nein. Ich hoffe. Nein. Ich hatte ein eigenes Auto. Ist man mit dem Fahrrad schon lange? Oder ist man mit dem Fahrrad schon lange am Ziel? Ich denke, das От passt време auch го со... nicht. Ich denke, das passt auch nicht. Bis ich gemerkt habe, das lohnt sich nicht. Weiß ich nicht. Seitdem ich als Firmenbereiten arbeiten. Seitdem ich als Firmenbereiten arbeiten. Ich hatte ein eigenes Auto, seitdem ich als Firmenbereiten arbeiten. Nein. Passt, bis ich gemerkt habe, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Das kann ich nicht verstehen, aber muss ich das Има собствен автомобил, додека не забележав дека тоа не се исплати. Aha. Ja, okay. Christina, weiter. Okay, jetzt habe ich schon gemerkt. Moment. Jetzt ich starte mit meiner Schule. Okay. Christina, Nummer 3, bitte. Prочитали, да. Bis man einen Parkplatz findet. Вака много ме нервира, ка лапе само на носът. Извини, Кристина, повели. Ist man mit dem Fahrrad schon lange am Ziel? Bis man einen Parkplatz findet, ist man mit dem Fahrrad schon lange am Ziel. Richtig. Nummer 4. Julia, bitte. Ich bin sehr viel unterwegs, bis die meisten Geschäftsleute so reisen. Вода ли тоа ти одговара? Nein. Die zweite passt besser. Ich bin sehr viel unterwegs, seit ich als Firmenberaterin arbeite. Firmenberaterin arbeite, richtig. Und Nummer 5. Maria, bitte. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis die meisten Leute so reisen. Richtig, ja. Jetzt machen wir eine kurze Übung, bevor wir die Grammatik sehen. Wir machen eine Tabelle. Ich schreibe das Thema Car Sharing. Und jetzt
mache ich eine Tabelle und wir sammeln Pro- und Kontra-Argumente über das Thema Carsharing. Pro und Contra. Ivan, nennen Sie bitte ein Argument pro oder contra Carsharing. Warum ist gut oder warum ist nicht gut, nicht ein eigenes Auto zu haben? Агеносаутото хабен. Ова практично треба да кажам аргумент за или против за каршеринг, тоа уствари Тоа што стоеше ако годат во на кола. работа со една кола. Не, кога изнајмуваат кола, таа не е нивен автомобил, туку го изнајмуваат и го користат, па после го враќаат и некој друг го зема. Еве го, man besitzt, стоеше и преска, man besitzt kein eigenes Auto. Eigenes Auto. Man teilt eines. Ich denke, das ist gut. Warum? Warum? Nennen Sie ein Argument. Das ist gut zu Argument сега на германски. Мислам дека е практиш. Es ist praktisch. Danke. Eidesleden. Ja. Danke, praktisch. Christina, nenn bitte ein Pro- oder ein Kontraargument für Carsharing. Warum ist gut oder nicht gut, kein eigenes Auto zu besitzen? Was meinst du? Ich denke, es ist umweltfreundlich. Bitte? Es ist? Ja, umweltfreundlich. Umweltfreundlich, ja. Ich bin pro Carsharing. Es ist gut für die Umwelt, richtig. Es ist umweltfreundlich. Sehr gut. Danke. Maria, bitte nenn ein Pro- oder Kontra-Argument für Carsharing. Wann man teilt ein Auto, er muss mehr Bezahlen? Не саках да кажам, ти мора повеќе да го пазиш и избега ми зборот. Aufmerken. Auf das Auto Ja. aufmerken. Ja. Das ist voll kontra, weil wenn du machst, das ist nicht dein Auto und wenn du machst was kaputt, dann du musst mehr bezahlen. Wenn etwas kaputt wird, dann muss man selbst bezahlen. Dobra? Julia? Ich denke, wenn du Auto hast, dann Geld sparen, nicht kontra. Добро. Nicht Geld sparen. Ако е Geld sparen, тогаш ќе оди кај Pro. Да, ма јас сметам дека, пример, повеќе пари се трошат кога ќе изнајмуваш авто, отколку кога имаш авто. Добро.
kein Geld sparen. Добро. Следен е Љубица. Ich denke, das ist gut, die Carsharing für die Steuer. Da muss ich nicht Steuer zahlen. Ich nehme Carsharing und dann bis wann ich brauche. Aber wenn ich brauche, immer, zum Beispiel, muss ich immer jeden Tag mit dem Auto zum Arbeit gehen und dann brauche ich ein Auto für mich. Aber wenn muss ich nicht und dann, das ist ehrlich sehr super, die Carsharing, da muss ich nicht Steuer zahlen oder kann ich nicht denken, das ist billiger oder umweltfreundlich. Ich denke nur für die Geld. So ist die Leben. Ja, danke. Vielen Dank für die Argumente. Und jetzt sehen wir die nächste Übung. Die nächste Übung heißt seitdem ich als Firmenberaterin arbeite. Ergänzen Sie seit oder seitdem oder bis und vergleichen Sie dann mit Übung 2c. Кој сака да се обиде, односно никој, туку Ивана, обидете се да ја пополните првата реченица со некој од овие два сврзници. Nebensatz. Seit meine Freundin dort wohnt, Ja? Fahre ich immer mit dem Auto zu ihr. Има mit dem Auto zu ihr. Да, гледав од кај до кај продолжува само. Да, во истиот ред. Како ќе биде? Seit, да, со seit. Добро, благодарам. А Кристина, како ќе ја дополниме втората реченица? Ако првата беше со seit, втората ќе биде со Seitdem meine Nee, Partnersfinden so bis. ist man mit uns. So bis. Прочитај целата. Bis man einen Parkplatz findet, ist man mit dem Fahrrad schon на Гелици. Така. Ајде следната, Јулија. Hauptsatz: Ich hatte ein eigenes Auto, bis ich gemerkt habe, das lohnt sich nicht. Ja, danke. Und Bis. Bis, ja. И Марија, последната. Ich bin sehr viel unterwegs. Seitdem ich als Firmenberaterin arbeite. Љубица, какви реченици поврзуваат овие два сврзници? Сврзниците seit, односно seitdem и bis. Според речениците кои што ги поврзав. Ги дополнив. Какви реченици поврзуваат?
Временски? Освен временски, да, точно е дека изразуваме време. Меѓутоа какви Освен временски, да, точно е дека изразуваме време. Меѓутоа какви реченици поврзуваат? Не бе, Hauptstadt. Сега македонскиот ми е малку неповрзан. Ein bisschen Hilfe? Darf ich? Was sind Nebensätze? Was sind Nebensätze? Прилика... Не може да го преведем јас на наш. Зависна реченица. Зависна реченица. Зависна, независна. Да, зависна, независна реченица. Да. И што кажах пред малку? Тоа прашав какви реченици поврзуваат. Временски. Тоа прашав какви реченици поврзуваат временски, да. Марија, што значи една реченица да биде Марија, што значи една реченица да биде зависна? Значи не може да биде составено без главна реченица. Каде оди главолот Зависи во од зависната реченица? другиот да. Каде оди главолот во зависната реченица? На крајот. На последно место. Значи, seit и seitdem и bis се темпорале конјункционен. На македонски временски сврзници. Првиот seit или seitdem. На македонски откако односно откако веќе. Овој сврзник го користиме за дејство кое започнало во минатото и се уште трае во сегашноста. И се уште трае во сегашноста. Изразува почеток на временски период. Пример. Seitdem ich kein Auto mehr habe, fahre ich mit dem Fahrrad. Оваа реченица може да започне и со главната реченица и да гласи Ich fahre mit dem Fahrrad seitdem
ich kein Auto mehr haben. Важно е прво да запомниме дека глаголот во зависната реченица оди секогаш на крајот. И второто правило, ова ќе го запишам и кај едниот и кај другиот сврзник, е дека ако реченицата започнува со seitdem, главната реченица ќе започне со глагол. Тоа го гледаме во првиот пример. Seitdem ich kein Auto mehr habe, глаголот е на последно место, fahre ich mit dem Fahrrad. Ако е обратно, главна па зависна, тогаш нема промена, односно глаголот се стои на второ место. Вториот сврзник е сврзникот bis. Bis, што значи додека. Овој сврзник го користиме за да означиме дејство кое трае се до одредена точка во времето. Изразува временска граница, односно изразува крајна точка. Пример. Ich warte an der Haltestelle, bis der Bus kommt. Или, тоа требаше да биде вака. Bis der Bus kommt, warte ich an der Haltestelle. Глаголот kommt истото, сега ќе ги запишам двете правила. Дека глаголот во зависната реченица стои секогаш на крајот и ако зависната, односно реченицата, започнува со bis, главната реченица ќе започне со глагол. Клучната точка, односно резимето, е разликата
помеѓу seit односно seitdem и bis. Seit односно seitdem гледа кон почетокот на едно дејство. Прашањето ќе биде seit wann, односно од кога. А bis гледа кон крајот на дејството. И одговара на прашањето bis wann, што значи до кога. Дали ова сме го разбрале, сте го разбрале? Ќе го провериме веднаш преку вежбата која што е следна и се наоѓа на страна 86. Првата реченица за Јулија. Seitdem ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre, дополни ја реченицата. Само да свртам за книгата. Seitdem ich das Rauch toll. Петтата. Toll почеток. Пета. Seitdem ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre. Може и со овие реченици кои што се во продолжение да ги дополниме. Habe ich kaum mehr Zeit für mich und meine Hobbys. Добро, а ако започнеш со ich habe kaum, како ќе гласи реченицата? Ich habe kaum mehr Zeit für mich und meine Hobbys. Seitdem ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre. Данка. Nummer 3, Кристина. Исто ја дополнуваш со некој од изразите подолу. Seitdem wir auf dem Land wohnen, hätte ich viele Allergien. Hatte ich viele Allergien?
Ако започне не со hatte ich, а ако започне реченицата со ich hatte viele Allergien, како ќе гласи во продолжение реченицата? Hatte ich viele Allergien, seitdem ich Seitdem wir auf dem Land wohnen. Richtig, ja. Ivana, Nummer 1 bitte. Seitdem ich das Rauchen aufgehört habe, fühle ich mich viel gesünder. Така може? Да, може. А ако започнете со главната реченица, како ќе гласи реченицата? Тогаш би одела ich fühle mich viel gesünder seitdem беше? Да, seitdem. Или bis jedes. Не, seitdem ich das Rauchen aufgehört habe. Ja. Danke. Ljubica, Nummer 6 bitte. Bis ich auf das Fahrrad umgestiegen bin, was soll ich sagen jetzt? Од речениците во продолжение. Од речениците во продолжение. Steigen bin. Seitdem ich das Rauchen seitdem ich das Rauchen aufgehört habe. Не ми оде. Шестата. Со речениците од подолу. Шестата. Ja. Со речениците од подолу. Seitdem ich das Rauchen aufgehört habe, habe ich 5 Kilo zugenommen. Oder? Шестата реченица. Не прва. Die Füße mir abends vom Шестата реченица. Ja, шестата реченица. Шестата првата ја направи Ивана. Сите тие заедно од првата до шестата. Ја направи Ивана. Аха. Сега шестата bis ich auf das Fahrrad umgestiegen bin, und habe ich 5 Може ли само да кажам нешто? Може. Ние што имаме книгава, што не пратевте во групниот на Вибер, не се совпаѓа со оваа. Сега ќе ви пратам скриншот како изгледа оваа страна кај нас. Само секунда. Страната е Ако можеме. Страната е 86. Само различни 89. Не можам скриншот да пратам, ама скроз различно изгледа. Горе не се под број овие подредени, иде ich habe morgens mit dem Auto immer eine Stunde im Stau gestanden. И после доле се seitdem ich Kinder habe, bis ich Kinder bekommen habe. Скроз различни реченици се. Ама тоа е на 89. Да не е некоја друга верзија. Тоа е на 89-та страна, а ова е на 86-та страна.
Двете се истото, за исто се вежба, ама се на две различни страни. Прво ја правиме оваа, 86-тата, а 86-тата, да, а после ќе се префрлиме на 89-тата страна. Воопште немате 86-тото? Аха, окей. Не, само измешани се страните. Малце. Кај нас ова е 81. 81. Јас од Пример. истото место го имам преземено. Не знам. Учебникот и тетратката работна. Од истото место кај што вас ви е испратено, јас ги имам преземено. Нема врска, добро. Не знам зашто така. Добро, благодарам, Кристина, за забелешката. Марија? Ајде, Марија, четвртата. Не, четвртата беше Јулија. Зато си запишувам ја. Не, петата била Јулија, четвртата Марија. Bis wir aufs Land gezogen sind, habe ich kaum mehr Zeit für mich und meine Hobbys. Ако започнеш со главната реченица, како ќе гласи целата реченица? Ich habe kaum mehr Zeit für mich und meine Hobbys. Ако може само да видам реченицата по-горе. Ich habe kaum mehr Zeit für mich und meine Hobbys, bis wir aufs Land gezogen sind. Ја, richtig. Сега одиме на таа другата страна, тука е 89-та, каде што се дадени краевите. Не, пак се дадени првите реченици. А треба да ги дополниме со некој од овие. А не, по почетоците се дадени, треба да ги дополниме со некој од овие реченици погоре. Ќе започне Ивана со четвртата реченица, со третата. Се извинувам, со третата Ивана. Третата? Да. Само да ја видам. Seitdem ich kein Fleisch mehr esse, би било fühle ich mich gesünder. Danke. Ja, Maria. Nummer 6, bitte. Bis ich eine neue Arbeit als Friseurin gefunden habe, habe ich morgens mit dem Auto immer eine Stunde im Stau gestanden. Danke. Christina. Nummer 1, bitte. Seitdem ich Kinder habe, ich habe schon 3 Kilo abgenommen. Habe ich 5 Kilo abgenommen. Dobro, danke. Julia, Nummer 4. Bis ich Vegetarier geworden bin, habe ich habe ich 5 Kilo zugenommen.
Zugenommen, danke. I Ljubica 5. Seitdem ich eine neue Arbeit als Friseurin habe, habe ich 10 Kilo zugenommen. Danke. Jetzt im Arbeitsbuch auf der Seite 78. Das ist Übung Nummer 3. Ergänzen Sie bis oder seitdem. Ајде да видиме дали сме разбрали разликата помеѓу без и seitdem. Првата реченица е дадена, прочита ја Кристина и дополни Професорки, извинете, на која страна? Не ви слушнав, а не се гледа тука. 78. 78. Добро, фала. Ништа. Кристина прочита ја под А и потоа дополни ја и под Б. Seitdem ich mehr Gehalt bekomme, muss ich auch mehr Steuern bezahlen. Mit dem Fahrrad dauert es höchstens eine Stunde. Откако или додека? Bis wir unser Ziel erreichen. Правда, да. Си, Љубица? Seitdem ich ein neues Auto habe, macht mir das Fahren wieder mehr Spaß. Richtig. Д, Ивана, биtte. Seitdem wir uns ein Auto teilen, sparen wir viel Geld. Ja, sehr gut. Danke. Maria, bitte. Hoffentlich kann die Werkstatt unser Auto reparieren, bis wir in Urlaub fahren. Bis wir im Urlaub fahren, richtig. Und Julia, F, bitte. Seitdem mein Bus kommt, muss ich noch eine halbe Stunde warten. Добре. Добре. Ајде сега да се вратиме во во учебника. Јас имам едно прашање. Повели. Сега на последната реченица што беше, нели треба да е bis, мислам, по од јас така разбрав од ти, додека да ми дојде автобусот. Така. Bis mein Bus kommt. Додека ми дојде автобусот, морам да чекам уште половина час. Ja? Добро, фала. Ништо. Übung Nummer 4 im Kursbuch. Das ist auf der Seite 59. Und so einfach geht's. Lesen Sie die Anleitung und sortieren Sie. Hilfe finden Sie im Bildlexikon. Сега ги разгледаме горе именките и глаголите во Bildlexikon. Темата е Anleitung. Das Thema ist Anleitung.
на македонски е упатство. Ајде да ја прочитаме. Ајде, Кристина, првиот глагол и именка. Anmelden, die Anmeldung. Така е. Das Verb ist anmelden, се пријавува. Ако можам да напишам verben, да биде anmelden, се пријавува. А именката die Anmeldung пријава во множина die Anmeldungen. Следната Марија. Anklicken. Anklicken. Според сликата овој глагол ќе значи што? Кликање. Anklicken. Да, кликнува. Може да биде на глушец или на екран. Значи, кога го користиме на телефонот, велиме anklicken. Ich klicke an. А следниот глагол Јулија. Einloggen. Einloggen. Да се логира. Да. Einloggen. Einloggen се најавува или се логира, точно. И во наследното. Der Benutzername. Ja, der Benutzername. Тоа ќе биде што? Корисничко име. Така е, der Benutzername. Корисничко име. Корисничко име. Во множина die Benutzernamen. Следното Љубица. Passwort. Passwort. Das Passwort. Passwort. Das Passwort. Passwort. Lozinken. Lozing. Да, во множина die Passwörter. Passwort. Кристина, следната. На следната страна. Der Buchstabe. Der Buchstabe. Тоа е. Буква? Буква, да. Во множина die Buchstaben. Следното Марија.
Die Zahl. Ja, die Zahl. Тоа е број. Во множина die Zahlen. Јулија? Der Sonderzeichen. Zeichen. Знаци. Der Sonderzeichen. Das Sonderzeichen. Das Sonderzeichen. Тоа на македонски е специјален знак, што не е буква или број. Во множина е истата форма, само со различен определен член. Die Sonderzeichen. Следниот глагол, Ивана. Etwas ausfüllen. Ja, etwas ausfüllen. Автоматско пополнување? Не, пополнува нешто. Аха. Пополнува нешто. И последното. Љубица. Etwas ausdrücken. Нешто притиска. Нешто штампи, уствари. Печати, да. Etwas Drücken е штампа. Печат, нешто печати. Etwas ausdrucken. Печати нешто. И се откако ги видовме овие зборови, ќе го прочитаме упатството и ќе се обидеме по редослед да ги распоредиме чекорите, што е 1, што е 2 и така до последниот чекор. Ајде, првиот нека го прочита Кристина и така секој по еден, па потоа ќе ги распоредуваме по редослед. Кристина повели? Првиот поред што е така? Das Fahrzeug. Das Fahrzeug zurückbringen und mit der Chipkarte abschließen. Така е, danke. Следна е Марија. Einmal mit ihrem Führerschein und dem Vertrag zur Filiale kommen und ihre Chipkarte abholen. Да, der Vertrag. Горе можеме исто го напишем. Der Vertrag. Не, тука. Der Vertrag. Die Verträge. Е договор. Ајде следното. Јулија. Online bei MC anmelden. Да, MC е кратинката од Mobile City, ова што стои од десната страна. Ивана, следното. Ein Fahrzeug in ihrer Nähe wollen und mieten. Ein Fahrzeug in ihrer Nähe wählen und mieten.
Ljubица, следното? Изгуби се, Lostfahren. Losfahren. Не, Losfahren не започнува да вози. Тргнува. Не стартува или... Тргнува да тргнува. вози. Да. Не ги штатен. Lostfahren ми не ми стои... значи, тргни, оди, изгуби се. Не, ова е тргнува. Откако ги Lostfahren. сите чекори, на крај треба да тргне. Добро, следното, Кристина. Аха. Zweimal den Vertrag ausdrücken. Ja. Марија? Sich mit ihren Zugangsdaten bei Zugangsdaten bei MC einloggen. Ja. И последното, Јулија. Das Fahrzeug mit ihrer Chipkarte öffnen. Да. Zugangs... Професорке, може ли само да прашам што значи Вален und Mitten? Mitten Кирија, мислам, Вален? Велен е избира. Велен е избира. А Митен е позајмува. Не позајмува, туку... Среќава. Не, трефен е среќава. Изнајмува. Изнајмува. Така, изнајмува. Фала, Марија. Изнајмува. И сакав да напишам за Zugangsdaten, што го има во следното, дека е во множина најчесто се користи, die Zugangsdaten in plural. И на македонски значи податоци за пристап. Податоци за пристап. Ивана, прво е онлайн by MC anmelden. Што мислите, што ќе биде број 2? Број 2 мислам дека ќе е zweimal den Vertrag ausdrucken. Sehr gut. Ja. Richtig. 3. Was wird 3 sein, Ljubica? Verbindung und Verbindung und Ticketreservierung. Bestätigen. Уште сме на истата Ticketreservierung. Ги распоредуваме по горе. редослед. Аха, добро. Број 3 ќе биде онлайн by Mobile City anmelden. Така? Не. Нема да биде. Откако два пати ќе го ископираме договорот, што следно треба да направиме? Тогаш треба да биде ausdrucken etwas. Откако ќе го ископираме договорот, кој од овие чекори во веб потоа 4 под А одговара? Кога ќе го скопираме и ако има нешто за пополнување, нешто се пополнува. Etwas ausfüllen, wenn es ausdrücken, die Papier. Љубица, тука ги имаме чекорите, овие што ги читавме. Сега ги распоредуваме по редослед. Откако ќе биде zweimal den Vertrag ausdrucken, што следува од овие чекори кои што ги прочитавме?
Ich bin los. Zweimal drücken. Тогаш се разпоредуват. Hilfe finden Sie im Bilden. Zweimal drücken. Dann wir müssen zahlen. Etwas drücken. Кристина, што мислиш, што Den ќе биде Vertrag следниот чекор? Се мисла меѓу ова второго einmal mit ihrem Führerschein und den Vertrag zur Filiale kommen und ihre Chipkarte Das ist abholen. richtig. Das ist Или richtig. sich mit ihrem Прво е тоа, einmal mit ihrem Führerschein und dem Vertrag zur Filiale kommen und ihre Chipkarte abholen. А потоа е следното, прочитај го и тоа, Кристина. Sich mit ihren Zugangsdaten bei MC einloggen. MC anmelden. Не, einloggen. Добро, петото, што ќе биде петото, Марија? Das Fahrzeug mit ihrer Chipkarte offen. Претходно, пред да го отвориме, треба што да направиме? Ein Fahrzeug in ihrer Nähe wählen und mieten. Да, wählen und mieten. И потоа das Fahrzeug mit ihrer Chipkarte öffnen. Што следува, Јулија, после отворањето на автомобилот? Ein Fahrzeug in ihrer Nähe wählen und mieten. Добро, после тоа? Го кажавме дека го отвораме со чипкарте Das öffnen. Fahrzeug mit losfahren. Losfahren. И Ивана на крај. И последното ќе биде das Fahrzeug zurückbringen und mit der Chipkarte abschließen. Richtig. Sehr gut, ja. Ein Handy-Ticket buchen. Ergänzen Sie die Verben. Ja, wir haben hier ein paar Verben und wir sollen hier diese Verben ergänzen. Некои ги имавме. Anklicken, го имавме. Следниот глагол bestätigen. Значи потврдува. Bestätigen. Потврдува. Следен е глаголот eingeben. Го имавме, така? Eingeben. Etwas einfüllen. Не. Eingeben. Значи внесува. Herunterladen. Herunterladen презема. Öffnen отвара и wählen избир. М-бан-де öffnen. Следното Б љубица, односно 2.
Auskunft und Buchung. Auskunft und Buchung. Eingeben. Auskunft. Nein, bestätigen. Што е Auskunft, што е Buchung? Да потврде за барање. Auskunft е информација, а Buchung резервација. Па саке да резервира. Кој глагол ќе одговара од погоре? Мислам дека е bestätigen. Не. Според сликичките, гледајте ги сликичките. А може да биде избира. Moment. Sie waren. Und може да сум толку максимално, значи блокирана. Според сликите. Максимално. Според сликите. Значи се има на сликата е прикажана, само треба да го кажеме глаголот. Значи саке да резервира и да се информира да резервира. Не, Значи да логички кликне, ми оде се, можам да кликне, разбирам максимално се, ама на што? Да кликне на Auskunft und Buchung. Ете на сликата е прикажано и обележено за црвено. А во е век Ќе биде anklicken. Не можем јас тука да гледам, ама добро. Auskunft und Buchung anklicken. Горе деше целото со црна сликичка, кеци 2. Да. Долу, Auskunft und Buchung. Долу, добро. Ајде третото, Кристина. Anklicken. Добро, и да го пишам. Verbindung. Дестинација е сега тоа. Врска, линија. Verbindung? Да. Избира. Wählen. Und Ticketreservierung. Ticket heruntergeladen. Не потврдува. Bestätigen. Verbindung wählen und Ticket oder Reservierung bestätigen. 4. Марија? Benutzername und Passwort eingeben. Richtig. E5. Julia? Fahrkarte wird auf Ihr Handy heruntergeladen. Richtig, herunterladen. Ja, и уште една ваква вежба во работната тетрадка на страна 79. Ordnen Sie zu. Пак имаме глаголи и треба да ги поврзаме со исказите што се дадени претходно.
Мислам дека на некој од претходните часови го кажавме глаголот од овие тука. Aufsperren, отклучува. Aufsperren, отклучува и unterschreiben, подпишува. Unterschreiben, подпишува. Првото е дадено. Den Kaufvertrag links unten unterschreiben. Ивана следното. Für die Zugfahrt eine schnelle Verbindung. Овдека ќе биде по две, мислам дека професор ке со Велен. Für die Zugfahrt eine schnelle Verbindung. Да избере брза врска за патувањето со воз. Добро. Следната Љубица, Данка Ивана. Ein Formular mit Kühlschreibe eingeben. Bestätigen. Nee. Ausfüllen. Ausfüllen. Пополнува. Ausfüllen. Ausfüllen. Пополнува. Следната Кристина. Sich mit einem Passwort aus Zahlen und Buchstaben einloggen. Ja, einloggen, richtig. Maria, weiter. Den Termin noch einmal telefonisch bestätigen. Richtig. Ja. Julia, weiter. Mit der Maus ein E-Mail-Adresse anklicken. Richtig, anklicken. G. Ajde, Ivana. Bei der Meldung das Passwort zu Zugangsdaten. Den Computer. Computer eingeben. Richtig. Eingeben. Ich Ljubica. Im Hotel die Zimmerruhe mit einer Chipkarte aufsparen. Nein. Ja, aufsperren. Schoster. Aufsperren, Ostern. Da. Im Hotel die Zimmertür mit einer Chipkarte aufsperren. Имам уште малку време. Само да најдам. Може си вака да најдам. Ајде во тестот на страна 82 да ја пополниме и вежбата број 1 со исто со зборчињата кои што се дадени. Ќе започне Марија. Unser Schuljahrsprogramm ist online. Ab sofort ist eine Anmeldung zu allen Kursen möglich.
Ljubица, ме молам, исклучете го микрофонот.